Marius. Laten we het eerste lied zingen, nummer 41. Ein neues Lied habe ich gelernt, des Heilands Lob gesang. Nun sing ich ihm erlöst befreit, mit frischem Liebesdrang. Erschallt mein Leben lang, dem Herrn mein Lob gesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ein Lied des Friedens sing ich jetzt, denn Jesus gab mir Ruhe. Den Sturm des Herzens stillte er und sprach mir Frieden zu. Erschallt mein Leben lang, dem Herrn mein Lob gesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ich sing der neuen Liebe Lied, wie wohl kein Lied ermisst. Wie hoch, wie lang, wie breit, wie tief die Liebe Jesu ist. Erschallt mein Leben lang, dem Herrn mein Lob gesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Und eins sing ich das beste Lied, das nie ein Mensch erdacht, bis er die goldene Stadt durchsieht, in Jesu Bild erwacht. Erschallt mein Leben lang, dem Herrn mein Lob gesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Nach Nummer 294. Machen Wolken dir den Himmel trüben, sage es Jesu, und verdunkelt Gottes süße Liebe, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz erkränket, sage es Jesu allein. Will der Feind mit Macht dein Herz besiegen, sage es Jesu, bist du kraftlos mit der Sinn zu kriegen, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, er
Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz erkränket, sage es Jesu allein. Wird der Sorgenmantel dich bedecken, sage es Jesu, sage es Jesu. Angst und Not will dich zur Erde schrecken, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, sage es Jesu, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz erkränket, sage es Jesu allein. Sind es Trübsal oder sind es Freuden, sage es Jesu, sage es Jesu, soll dich nichts von Gottes Liebe scheiden, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, sage es Jesu, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz erkränket, sage es Jesu allein. Noch Nummer 120. Heiliger Geist, du Trost und Rat auf des Christen Lebenspfad, führ doch uns an deiner Hand durch dies öde Wüstenland. Sind wir matt, so regt uns auf, stärkt uns in dem Glaubenslauf. Ruf doch mir den Pilger zu, ich für dich zur ewigen Ruhe. Treuster Freund, bleib stets uns nah, hilf uns, wenn Versuchung da. O lass Furcht und Zweifel nicht rauben uns dein helles Licht. Braust der Sturm, wird gleich daher, wird's dem Herzen bang und schwer. Ruf doch mir den Pilger zu, ich für dich zur ewigen Ruhe. Kommt das Ende dann heran, schaut ihr hin nach Kanaan. Lass uns in des Himmels Söhn unseren Namen gläubig sehen. Führt uns durch des Todes Flut, hilf durch Christi teures Blut. Ruf doch mir den Pilger zu, ich für dich zur ewigen Ruhe. Ja, ich möchte grüßen mit den Vater, wie in der Päuserbrief fing. Sage ich, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, alle herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Das ist ein schöner Morgens, wo der Herr uns von Wara schenkt.
mogen we ons naar erbieven aan God zien wordt. Samen te de bekendmerking. Eerstens aanleiding wordt van broeder Jacob Wieler komt van jou. Een predigt dat mij noemt, wat we zijn nog bekend in het Paitarema woord predigt brengen. We weten dat de waarheid touw, hij kon niet komen. Zo hebben we hostig dat moest omstalen. Mijn noem staat nu te de predigt van jou. En we luden alle je schwestern aan van de zoons, te de schwesterschap, like ze zoons. En ik wil het morgen treffen. Je weet het, bereid worden moesten, ik straks aan op de stap. We hebben ons dat even nageplant door van de zoons dan worden merken, ons wil unbedingt wat je hoop te beroeden. En van de als jeugd en jongststund, klok 2 middag. En daar has Bibel gebedstund, klok 7 zoals, alle doet aangeloden. Vrijdag, jeugd en jongststund, klok 7 zoals. En zondag betraf predigen via Carino van Benny Rampel. Zijn ons dat nog wat koner en ik, waar hij samen nog toe. Maar hopelijk gaat het ook met zondag. En de staat zondag algemene kurs op school. En dan eind aan motorspreken, we komen aan naar Weihnachten. Die dan waren niet zo lang, en het waren Weihnachten. Merken wel ik rijden, want we wel Weihnachtsfest vieren in een programma. We hebben door last hebben, vielleicht families met kinderen. We wat bieten draaien mocht bij het programma, zo laat je naam dat we ons het weerval merken kunnen te de Weihnachtstijd. Als bezit het nog wat te zeggen. Okay, en ich will die Hauptstunde zum Beten passen lassen. So, Allmächtiger himmlischer Vater, wir danken dir für die ganzen Tag noch was schenkst. Wir danken dir für das schöne Wahre, für den schönen Sonnenschein. Und vielmehr danken wir dir auch für dein Wort, was du uns hingelegt hast, wo wir noch was werden von hören. Herr, schenke einfach, dass das Gottesdienst kann zum Segen sein, dass du das ganz verherrlicht worden. Mit der Predigt, mit der Einleitung, mit dem Gesang. So met de zendagschool zie je ook doen met de zendagschoolleiders en de kinderen. Met al ons toe hier dat we werkelijk gaan wat in ons nemen, wat ons nu dan die brengt, Herr. Moest u genoeg schenken in de naam Jezus Christus. Amen. Neem plaats. Sehen wir nun noch das Lied Nummer 207. Mein Glaube fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Ein froh Gefühl gab, als zur Sturm Christus der ewige Felsen bleibt. Wer diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Ist auch verhüllt sein Angesicht, des Heilands Gnade wanket nicht. Wenn auch der Sturmwind mich bläst, der Fels hält meinen Anker fest. Wer diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Sein Eid, sein Bund, sein teures Blut beschützen mich zur Zeit der Flut. Wenn alles ringsum untergeht, der ewige Felsen sicher steht. Wer diesen Felsen der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Komm zum Gerichte, Gottes Sohn, und weck die Wehrposaunenton. Dann sei des Herrn Gerechtigkeit allein mein Schmuck und deren Kleid.
Wer diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Ter aanleiding har ik een van een früh wat gedaan heeft, wat van der haben wir vertalt wordt alleweg. Vi mensen, de meeste, vielleicht ook wir alle, haben dort diep in uns, dass wir hier machen, was gedaan haben, was wieder vertalt wordt, vielleicht sogar nach Luther, viele Jahre Luther noch mal, was großes gedaan, wo wir gelernt haben. Ein von Markus, Kapitel 14. Kapitel 14 in Markus von Vers 3 wieder. Und als in Bethanien im Haus Simons des Auserziehenden war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade, und zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf seinem Haupt. Es würden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Verschwendung des Salböl geschehen? Man hätte es doch in mehr als 300 Denaren verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach: Lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinem Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Das wird ein paar Tage vor dem Passafest. Auch ein paar Tage vor dem, dass Jesus gekreuzigt wird. Und dort wird einmal so, de meeste, sehr viele kommen, dann krijgt naar Jeruzalem, krijgt hem dat Passafest te vieren. En zo is het, maar het moet te verstaan, dat krijgt de tijd dat in Jeruzalem sehr voll wordt, wat immer die da gehoord hebben als hotels oder so, dat het alle voll was. Zo heeft het ook veel ruimte gebruikt, bij irgendwem, dat de gas kan blijven. En zo komt het toch wel, dat de gingen met Jezus, und meine Freunde noch besiegt bestimmt, hier und so wie das Haus von Simon sein. Den der Utsat, ja, sagt ich, den dritten Vers. Und wir können uns das Gespräch verstehen, man hat auch 12 sein, mein Jesus, mein ein paar Freunde, als eine Studie war, bestimmt wo viel vertraut ist geworden, vielleicht Leute war es, und dann so plötzlich kam da eine Früh näher. Und unter Petrus, wir wollten auf einer Bibel her, dort Mode wird, wenn du ein Fass wäre oder irgendwo, du warst auch eingeladen, kriegst es von der, da war eine bestimmte Person eingeladen, und wer einfach nicht eingeladen wird, für den wäre der an Tau. Aber hier kam eine Früh, steht plötzlich, und sie sehen nicht, die Schönste der Haft bosig, und jetzt liegt nur Jesus. Einfach, kommt zu der nennen, jetzt liegt nur Jesus. Dort wird im Alten Testament nicht so normal, dort eine Früh wird ein unbefriedigter Mann einfach, liegt nur den gehen. Dort wird was Schreckliches zum Teil in Alten Bund. Und so der das aber. Sie sehen nicht, bestimmt als eine Ursache oder ein paar Ursachen sind vielleicht
Wegen sie sagen, Gott wollte zuerst eine Früh sehr erschwag, und sie wollten auch, was der andere in den Sohl waren, down waren, sie wollten es dort abtreten. Wenn sie nicht hart eingepittert, vielleicht wird es so gewesen, dass das nicht mal gehört haben, und wenn nicht gehört haben, dann bestimmt wollen die nicht neigelassen haben. Und wenn er wieder neigekommen und hat sich erst erklärt, was sie gewollt hat, dann kann es sein, dann wollen die dann auch noch aufgeschoben haben, die wollen nicht haben wollen tollen. Und sie ist aber stark, als ein Kreisen down, wenn ein anderer das sein, oder was der andere denken, doch wohl, bin sie das alle das, die Jünger kommt, alles nicht schreit, blieben vielleicht mal in offenen Müll zaten und checken bloß, was da alles angeht. Aber sie geht und braucht das Ding, wo diese Salbe ist, das sind seine Dinge, was für die Buben in deren Holz haben, das brücken die bloß aufbrechen und dann geht das so ut, und sie das nicht verlieren, dass das langsam sich ut, und das sind kleine Dinge, das sind nicht große Dinge. Die Jünger, die reagieren kurz darauf und fangen zu kritisieren, sein das tun sie an, was der Friede tut. Und so besiegt die Jünger, vielleicht haben sie sich gedacht, sie kennen Jesus mit 3 Jahren, über 3 Jahre, sie werden das meiste mit Jesus taub gewesen, das meiste belebt mit Jesus taub, sie werden die meiste Wunder sein und so. Sie haben bestimmt so gedacht, sie wissen noch, wo sich das hier in Durab reden sie los und entschieden sich sehr jässlich zu denken. Aber einmal hast du ein Missionswort, die Jünger. Die fangen so zu denken, das ist eine große Verschwendung, was da passieren wird. Mit den Tieren, Parfüm oder so, Salbe, was immer das ist. 300 Denare. Die Janetät wird ein Jahr, das wird ein Arbeiter in ein Jahr wird verdienen, da wird von der kriegt das selbst bedienen. Also, ich würde sagen, dich mit $10.000 hat der früh gewaschen gegeben. Merken dort, dass Jesus dort am Kopf salben wird. Oder das nicht für eine Früh war, aus der salbehaft geschah hat, oder aus der Recke war, oder aus der sich der Taub gesammelt hat. Fängt wie wenig von geschrieben. Der Name wird hier nicht mal abgenannt in Markus von dieser Früh. Aber, anyways, sie gab dort, wird ein Jahr schaffen und sprechen wird. Und die Jünger ist das nicht gut, ja, die kritisieren ja, du Eva. Wobei sie aber nicht wirklich diesen Missionsgedanken im Kopf haben, dass sie wollen Arme halten damit, mit das Geld. Vielmehr dort, Judas wieder machen, was der Kurs hat und so, dass sie du wollen Gewinn zu tragen können. Im Herkopf wird euch so ein guter Gedanke, als sie sich deuten. Vielleicht ein was Jünger ja, und eine andere. Und bei Petrus weiß wir, der meint das mal mal gut, aber das wird anders als Jesus sich das wünschen. Jesus, erstlich die Jünger reagieren sehr bald darauf, was die Friede tut, kritisieren. Und dann, als die Jünger sich geschehen lassen, dann nimmt Jesus und handelt auch fort. Dann sind es drei Sätze, was Jesus sagen wird, womit er früh loben wird, was besonders wichtig sein hier in das eng. Einmal, das erste Dünse, Jesus sagt, sie haben ein gutes Wort getan. In der ersten Vers fragte der Jünger, was bekäme ihnen die Eva? Sie haben ein gutes Wort getan, sagte. Ein Beispiel, eine Geschichte, wäre eine nähersche Anna heute, der verdient mal ein paar $, in einen Weg, ganz wenig verdient sie. Und sie hielt von einem Missionsbereich, dort in den östlichen Ländern, da wurde nicht viel, da wurde Gottes Willen, und wo die jungen Menschen nicht so bekannt mit wurde Gottes Willen, du brauchst mal $200, um einen so einen jungen Mann eine Bibelschule geben, damit dort reut wird, dort können predigen gehen. Aus der Anna, der Nähersche dort hier, dort merkt sie sich klar, sie wird sich dort taub sparen, sie wird sich $200 taub sparen, und sie wird ein
Bibelschüler betonen. Sie das geht eine längere Zeit, wenn sie bis ein paar Dollar den Weg verdient hat, aber sie kriegt das an, über die Zeit, sie hat das Taub. Und als sie es einhaft, dann fällt sie sich so, sie soll noch ein, so dass sie ein und zwei, bad 5 Stück, als sie es 5 Stück haft, dann sie alt. Wenn sie sich dann jetzt durchleihen, schlucken danach, dann, wenn sie eben nur denken, dass sie wirklich hat sie wenig tun für den Herrn. Sie haben nicht viel Kraft gehabt, um irgendwo in der Reich Gottes zu tun. Aber wenn sie aber nur denken, dann kommt ein ganz innerlicher Friede in ihr und denkt an, sie haben 5 Stück, was ihr vertreten tun, was für den Reich Gottes schaffen tun, dadurch, dass sie das kleine bisschen dazu getan haben. Wir haben eine Vers in Offenbarung gesagt, dass ihre Worte folgen nun. Und da wird bei dieser Früh auch so. Sie haben das klein bisschen getan, was bei vielen wenig würde sagen, dass sie 5 Mann oder $1.000 geben, was sie über Jahren schon haben, und gegeben haben, noch in einer bestimmten Stadt. Das ist, was sie getan haben. Und diese Worte, was sie getan haben, das haben wir uns feststellen. In den Ländern, wenn die 5 Stück an der Arbeit sind gegangen, in der Reich Gottes und haben gepredigt, da sind viele bestimmt zum Glauben gekommen. Wir wollten dort auch ganz gut, dort unsere gute Worte uns nicht raten, dann uns selbst, aber dort ist doch bei mir, die gute Worte können andere Menschen raten, unsere gute Worte, was wir tun. Die können aber andere Menschen raten, wenn die uns selbst nicht raten. Hier das zweite Wort hier in Jesaja ist, was Jesus hier sagen hat. Sie haben getan, was sie können. In der 8. Vers sagt Jesus da. Die früh haben getan, was sie können. Vielleicht haben die früh Geld gehabt, das weiß ich nicht. Aber sie haben etwas da, was sie haben gehabt, dort haben sie getan. Du hast auch ein Beispiel, eine Karte begeben hat. In so einem Land, wo das kalt ist, das manchmal so ein Pedal, da sind ihre Pedals vielleicht nicht so groß als hier und so, aber so ein Pedal gefroren vom Boden und das nützt ein besonders Kind, um mit der Schläge Boden fahren. Merkt der Spaß und so kommt das dort meist einmal auch ab so eine Pedals, was eingefroren sind, gespielt wird. Und dann wird ein kleiner Junge, wie in Franz, der bereicht uns an, wir auf eine Derne stehen abgeruden, wo er zu dern wird, und bereicht an in Städten Lebensgefahr. Und doch kam seine Brüder ein Trockenarm durch den Rüd, Hauptarm der Rüd, die ältere Brüder. Luther fragte vorher den 13-jährigen Karl, was hast du getan zum Franzen Raden? Und dann sagte er, ich hielt die Stangen an, damit ich anpacken und den Rüd reden. Und dann fragte vorher den zweiten, der sagt erst den ersten, das Beruf, an den du getan hast. Und dann fragte den zweiten, den Hans, was hast du getan? Und dann sagte er, ich habe es angepackt. Der Karl, der kann das nicht allein, ich habe es angepackt. Und dann wieder nach einem kleinen Mijaltchen, und fragte vorher, Mijaltchen, und du, was jetzt du das tun? Da wieder auch mit B was. Dann sagte er, ich habe bloß geschrien. Nun wird es so, dass das Schrien von dem Mijaltje, hat nicht jeder Bruder das gehört, der älteste Bruder kann das nicht allein, der zweite kam und hat der Rüd. Jeder einer deut, was er kann. Das kleine Mijaltje hat keine Macht besiegt, nicht wieder ausschrien, und das, was er dann noch tut. Jeder einer hat getan, was er kann. Hier in dieser Stadt, wo wir mal klarstellen, als wir dort tun, was wir können. Luther Täter ist hier sehr abfällig gewesen. Ich habe abfällig beobachtet, dort sind Menschen, die einer vorher nicht gedacht haben, dass da viele Christen wären, besonders in Santa Cruz, wo da nicht viel an denken, und da wird nicht viel morgen. Das sind die Kirchen, das ist klar. Aber wenn das Land anruhig wird und so, dann merkt einer auf einmal, wo sehr, sehr viel Gott anbeten und Hauptkommende und Dösende in Gott anbeten. Vielleicht haben die hier sehr wenig getan für Gott sein Recht und haben nur über diese Zeit sehr viel Gebet und Gerung für das Land
der Land wird irgendwo gehalten worden. Und dort zog ein war ich, wat für uns vielleicht sehr half wird sein, kriegt es der früher, wat in der Nähe schon wird. Hab vielleicht immer den Gedanken, dass sie nicht kann tun und so, und hab aber dort kleine Beste tun, und dort treu tun, und das ist angekommen. Das letzte, was Jesus hier zu sagen hat, wurde ein Versprechen abgeben hat, was ich einmal abnahm hat, in der 9. Vers, wo immer das Evangelium wird gepredigt worden, du wird in der ganzen Welt, sagt es, du wird auch diese Geschichte, was diese früh getan haben, dort verteilt worden. Alt zum Gedächtnis, das ist für eine Belohnung, für was sie getan haben. Sie haben alles heimgegeben für Jesus. Und vielleicht weit wenig mal was anzufangen, was zu tun, was unsere Großkinder oder überhaupt unsere Kinder nochmal wollen wieder vertrauen, bestimmt auch nicht die Großkinder, was wir wollen wieder vertrauen von uns, was wir tun haben, aber wenn wir bloß klarstellen, dass wir was tun, was im Himmel regt, was im Himmel Luther was vertraut wird. Singen wir dort Leute Nummer 124. Euch dein Heiland lässt dich laden, komm und sieh, zu dem Hochzeitsmahl der Gnaden, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lass widerhallen. Gott vergibt den Sündern allen, komm und sieh. Saß den Kleinen, saß den Großen, komm und sieh. Keiner wird hinausgestoßen, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lass widerhallen. Gott vergibt den Sündern allen, komm und sieh. Komme dich Diener, ein Lied, komm und sieh. Jesus rettet, Jesus heilet, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lass widerhallen. Gott vergibt den Sünden allen, komm und sieh. Gott will dir viel Gnade erweisen, komm und sieh. Dich an seinen Tischen speisen, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lass widerhallen. Gott vergibt den Sünden allen, komm und sieh. Alle, die den Tisch umringen, komm und sieh. Darum auch mit Freuden singen, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lass widerhallen. Gott vergibt den Sünden allen, komm und sieh.
Ja, Paulus schrijft dat al aan Timotheus. Hij zegt dat het de laatste tijd wordt door velen evangel komen. Zo, wanneer is dat? De laatste tijd is van jou door hoe in je leven. 2 Timotheus, het derde kapitel. De eerste 4 vers, daar hebben we veel opgenaamd wat er komen wordt. En we willen daar een stukje van uitnemen, een woord endlich maar. Maar lezen we uns dat einmal mal even, an uns das Gedächtnis aufzumerken, am Wort das geht. 2 Timotheus, Kapitel 3, 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, rühmredig, hoffärtig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott. Die da haben einen Schein eines gottseidlichen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meiden. So, ich will von der Wort reden, unversöhnlich, was im dritten Vers steht. So, ich sehe, wie die Pläne bei der Rema von der Predigt hier wird Hans, und ich muss mich haustig entscheiden, was hier zu predigen. En ik Gott hat mir durch Weg auch gemerkt für das. Wir feiern der irgendwie den Pass, und heute das Thema durch. Weil das ist sehr wichtig, und da kann ich auch durch kommen, diese Unversöhnlichkeit. So für einen Christ hat das Angst zu versöhnen. Einerseits steht in der Geschichte, Gott hat uns die Schuld wordt alles al vergeven. Wie schuldig geworden wird, viele Jahre terug, dann hat Gott mir die al vergeven. Jesus zelfs, hij beet dat Gott mir die vergeven soll. So, hier in 3. Vers, 2 Timotheus 3, Vers 3, das zweite Wort sagt unversöhnlich, so unversöhnlich, das heißt nicht zu verzeihen. Das ist das Gegenteil von Vergebung. Wenn wir uns die Frau stellen, wird heute zu vergeben. Wenn wir wollen glücklich sein, dann sind diese 2 Dinge, brauchen wir vergeben zu sein, auch den Nächsten zu vergeben. Anders kann man endlich gar nicht glücklich sein. So Gott hat uns al viele Jahre al vergeben, und wo gehen wir von der damit an? Das ist eine Geschichte, sagt so, in Christen heißt das unschuldbare Vergeben. So, wenn sich nicht wer schuldig merkt von mir und die, was da wieder macht, sei wir bereit zu vergeben oder nicht. Es ist so, das ist sehr schwierig zu vergeben, das einfach, wenn sich wer schuldig gemerkt hat, endlich soll wir immer bereit sein, wer immer sich schuldig merkt an uns, soll wir bereit für sein. Das geht hier in besonders sehr dicht noch in der Familie, da immer so, es ist dort schwierig zu vergeben, die herrschende Schwiegermutter, den tyrannischen Ehemann, der narrlichen Gattin, seine verlorene Frau, die selbstsichere Tochter zu vergeben, den Sehen, der wir mir immer untergehen wird. Tja, wie dessen Augen vergeben, ans tägliche Leben. Tja, wie der vergeben. Ja, Gott hat uns vergeben, Gott hat uns zugesagt, die Vergebung. So, wenn wir wollen glücklich sein, wirklich wollen glücklich sein, dann brauchen wir unbedingt diese 2 Dinge zu haben, dass wir die Vergebung kriegen von einem himmlischen Vater und ans Nächsten zu vergeben. Anders können wir nicht glücklich sein. Das wird manche erfahren haben und das weiten, das stimmt. Das ist es dort, ja. Wenn ich will glücklich sein, dann muss ich vergeben. Und, unversöhnlich, das ist ein Utleierschrift, das so unversöhnlich, das ist dort, dass man sich weigert, man sich auflehnt, Frieden zu schließen. Die will dort auflehnen. Leider sind in die auch von daher, wenn wir uns wohl schuldig gemerkt haben. Wir wollen dort nicht zustimmen. Wir wollen dort lieber aufstehen sein, dort sind nicht ich. Dort ist das andere, ja. Dort ist den anderen Sinnport, ich bin nicht schuld daran.
Aber wenn wir wollen glücklich sein, dann müssen wir das einfach tun. Wenn wir die Vergebung gekriegt haben, dann werden wir auch bereit sein, den Nächsten zu vergeben. Wenn wir die Vergebung nicht gekriegt haben, dann sind wir auch nicht bereit, den Nächsten zu vergeben. Ich denke von der und nach, die meisten Probleme, die in der Welt dran, in der Familie, in der Gemeinde, wo immer das ist das Unverzeihlichkeit. So, mir wundert dort nicht, dass Paulus dort hier geschrieben hat, zu der Zeit war das auch so gewesen, dass der Mensch nicht bereit ist zu vergeben. Der Mensch nicht bereit ist. Ich glaube, ich hätte das Wort Unverzeihlichkeit, das hat das zu tun, dass ich auch sehe, der Mensch lehnt sich auf von der Vergebung. Einmal, der lehnt sich auf, so lange als er glaubt, kann, die Vergebung bei Gott zu kriegen. Und das nächste, der lehnt sich auf, den Nächsten zu vergeben. Wenn du bist doch der Schuldner, nicht ich, nicht? Dort ist das, was die Unversöhnlichkeit endlich bedienen wird. So, und ich wünsche, wir können vergeben. Wir brauchen das zu vergeben, wenn wir glücklich sein wollen. Wenn Gott uns vergibt, was heißt das? Gott verspricht uns dort, ich werde die Sinn nicht wahre gedenken. Ich vergesse die dort. Ich sage nicht, dass die Sünde wird begraben im tiefsten Meer, du wird begraben, dort heute so viele kommen nicht so leicht wie er überhaupt nicht. Und wenn Gott uns zusagt, jo, ich vergebe dir all deine Sünden, dann sagt das so viel, ich werde keinmal mehr andenken. Als Gott mit frischen Bund steht mit Israel, in Jeremia 31, Vers 34 in den Vers 5, der letzte Part von den Vers sagt, dann ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmer mehr gedenken. So vergeben dort heute, ich verspreche die dort, ich werde nie wahre die verholen. So als Gott mir das versprechen hat. Worauf kommt das uns dort so, wenn wir wem vergibt haben, gesagt haben, jo, ich vergebe, aber so schwer aus dem Freshet, wo überdeelt kommt, dann wird nach wahre alles andere von dem Leibsten mehr rütgeholten gewesen. Check mal, das hast dann, so und so hast du mir gelungen. Okay, wenn Gott mit uns auch so verfahren will, dann werden wir sehr unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. In Jesaja 58 sagst, du städtet Ben, du sagst, lass los, welchen du mit Unrecht gebunden hast. Wir sollen das losluten, wenn wir wem gebunden holen, vielmals ist es Unrecht, vielmals haben wir kein Reich nicht, ein Reich haben wir überhaupt nicht, aber als wir keine Ursache für ihr was, aber normal haben wir auch Ursachen, wo wir wieder zu dort tun. Ja? Aber da sage ich, lut doch mal los, den, was du mit Unrecht gebunden hast. Wir holen vielleicht wem Fuß, kann nicht vergeben, und ja, dann mag das vielleicht gar nicht, aber ich ramme mich unglücklich ran. Einfach mal losluten. Einfach mal losluten. Ich vergebe, ich lade los, ich will niemals wahre, das will verholen. Als Martin Luther mal gefragt wird, ob er das feilen kann, dass seine Sünden vergeben werden, dann sagt er, nee, ich feil nicht. Ich feil nicht, dass meine Sünden vergeben sind, ich weiß dort, weil Gott sein Wort dort so sagt er. Okay, jetzt wird einmal mit Gefühlen ran, die was irgendwas feilen, als du die Sündenvergebung hast. Da kannst du das glauben, dass Gott sein Wort sagt, wenn du nur Gott gekommen bist und gefragt hast, an die Sünden zu vergeben, bist du dich überzeugt, dass er die vergeben hat. Oder wirst du erstmal feilen. Martin Luther sagt, nee, ich feile nicht. Ich weiß, dass wenn Gott sein Wort sagt, und er weiß, dass er wieder nur Gott gegangen, er hat eine Tür gesagt, und wie weit was Gott ans Tau sagt, sind Jo als Jo und sie Nee als Nee. Du stellst dann keine Frau zwischen. Du sagst, Jo, ich vergebe dich, begruft, nicht mehr denke. Das ist, was das meint, Wirklichkeit zu vergeben. Wir wollen etliche Bibelversen betrachten, was Vergebung und ja, was alles kennt und was ich da dran genommen habe, und was die Bibel an sagt von Vergebung.
Matthäus 18, 21 und 22, dort steht het, wo Petrus und Jesus kwam en vroeg, wo ver moet ik mijn broeder vergeven? Zij samen ver, Petrus heeft zich al zijn dag, hij wordt op een beetje overdreven, hij wordt me vragen, als het genoeg wird 7 Mal. Hij wordt hem vroegen, nee, als het genoeg was, ik mijn broeder eenmaal gezegd, ja, ik vergeef die dat. Maar hij stelde de vrouw zo staat, als het genoeg was, ik mijn broeder 7 Mal vergeef. So, wat zegt Jezus hier te aan? Matthäus 18, 21, 22. Dazu Petrus Simon sprach, Herr, wie oft muss ich dann meinem Bruder, der mir sündig vergeben, es genug 7 Mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7 Mal, sondern 70 Mal 7 Mal. So, Jesus möchte noch viel Grad, er sagt 70 mal 7 Mal. Strauwens fährt ja 490 Mal, und er fragt nur 7 Mal, als dort all genug wird. Ich habe vielleicht was ich dachte, ich war Frau 7 Mal, aber die sagen, jo. Einmal richtig doppelt, ne? Aber ich glaube, Jesus will hier was mehr damit sagen. Er sagt, bedingungslos. Wenn wir weiter über niemals eine Sache kommen, oder 490 Mal an Vergebung bei Frau. Niemals. Das sind jaftet ähnlich gut. Aber was das hier rüberbringen will, nämlich so, er will etwas ganz bedingungslos. Wann wem der Sinn reuendet, der Leute sind, er ankommt an Vergebung zu beten, dann haben wir den Sinn nicht festzuhalten. Das ist, was Jesus hier sagen will. Ganz viel Mal, ja. Interessant, was er durch Verantwortung geben wird. Aber wir denken, das ist bedingungslos, weil er einfach haben, dass wir vergeben sollen. In dem 6. Kapitel, Matthäus 6, Vers 12, da steht es auch, hier ist es dort, wo Jesus in die Gänge lehren deed, in das Gebet unser Vater. In der 12. Vers, wo wir dort nehmen, sagt es, und vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben. So, lieber Zuhörer, hast du das mein Gebet bestimmt? Hast du bedacht, was du betest? Betest du über einmal, dass Gott dir nicht vergeben soll? Wenn du nicht vergibst, er sagt, vergib meine Schuldner, so ist ich vergebe. Okay, und ich darüber, wenn wir mit, ich kann den allmählich vergeben. Und ich nehme mich vielleicht an im Bett, unser Vater in den Himmel, vergib mich, so ist ich ohne vergeben da. Und ich habe aber ganz klar was mitgebracht. Ich bete den himmlischen Vater, vergib mich nicht. Du sagst, vergib mich so, als ich meine Schuldner vergeben habe. Warum lebe ich? Habe ich vergift? Bete ich den Vater aber einmal, du sollst mich nicht vergeben? Oder bete ich den Vater einmal, Herr, vergib mich. Ich habe meinen Nächsten vergeben. Ich habe allem vergift. Vergib mir das so, als ich den anderen vergeben habe. So, Jesus hat es hier ganz bedacht und bewusst in die Gänge, dass du sagst, das ist das Gebeten, und das steht er damit an. Wir sollen es dort beten. Wir sollen den Nächsten vergeben. Jesus wird uns von der besten Vorbild zu vergeben in Lukas 23, 33, durch wo Jesus Kreuz wird und durch bet hij dat de Vader in Himmel soll deze dat vergeben, was ze am door deden. Lukas Kapitel 23. Und 34. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzten sie ihm das selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und den einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier sieht Jesus, du hast gekriegt sich Wort. Dann sieht Jesus, Vater, vergib das dort wegen, sie wollten nicht, was sie tun. Jesus hat, ihr könnt beten zu den Vater, sagen, kick Vater, du weißt, was sie hier tun. Sie merken mich hier tot, und du hast gesagt, sie sollen nicht Menschen tot merken, mir tun sie nicht, merken sie tot. Und bestraft ihr auch mit der selbsten Strafe, was sie mir tun. So ist unsere Natur, ja. Rache.
Rache zu üben. Aber Jesus ist ein Vorbild hier. Er sagt, er bat Vater, verjaft es, wenn sie weiten nicht, was sie tun. Sie weiten das halt nicht, was sie hier wirklich tun. Sie glauben, sie werden reich, sie deuten dort, aber das wird auch den Vater sehen werden, dass Jesus muss das tun, während du das nicht dürfen. Für uns kann sein, dass es von der Genot wirklich dass Jesus das getan hat, und das Vorbild gewesen hat, für mich die, dass er bereit wird zu vergeben. Dass er bereit wird zu beten für seinen Nächsten, für seine Feind, den Vater zu beten, verjaft er. Sei wir auch bereit, für unsere Feind zu beten, dass der himmlische Vater der vergeben soll. Aber was geralt an uns? Viele, das ist gesagt, viele, ich denke von der Land ran, der hat sehr viele Dinge, hat bloß mit Anverzeihlichkeiten zu tun, wenn dort nicht, dann wurde es unerschramm. So, ich kicke wie in der Obrigkeit, wir kicken in der Obrigkeit, wir beten, wir kommen toten beten für die Obrigkeit, du soll Fried antreten. Aber wofür denken wir an uns eigenes Heim, an unsere eigene Ehe, an unsere eigene Gemeinde, muss zu kommen, am Fried zu beten. Wofür Afred herrscht du? Aber uns ist so bang, wie beten, in der Obrigkeit, in der Welt soll auch mal Fried antreten. Und wir weiter sind viele, das sind ganz gottlose Weltmenschen. Und wir beten, dass die muss sagen, dass an sein Fried ist doch besser als Anfriedung. Wofür an? Stellen wir uns an, ob ich ein beten muss für mich selbst, meine Familie, meine Gemeinde, was immer. Aber ich kijk wie bloß Ruud. Door fehlt het moe. Wo fehlt het af en ons zelfs persoonlijk en in de gemeinde? Stephanus, hij weer krijgt zo. Ambart met Steiner doodgekield. Hij bad niet ook den Vater en zegt, Vater, deze hier, dat weet ik genau, dat is een aardig. Du krijgt zo met Steiner doodkielen als wat mij doen. Stephanus, hij weet je einer van Jezus in die Genie, einer wat ze daaruit willen, in Apostelgeschichte 6, hij weet die Diakon. Sei iwer ja für Gott zu schaffen. Und am wird gesteinigt. Am wird einfach mit Steiner doodgekielt. Wer kann diesen Mann verstehen? Kreist Gott nicht, aus was er nicht verstehen kann, aber er sieht, in Apostelgeschichte 7, 58 und 59, da sagt es, und ständig in Stephanus, der anrief und sprach, Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. Er kniete aber nieder und schrie laut, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und als er das gesagt, entschlief er. Jesus bat den Vater, Stephanus bat Jesus. Hij wist dat, Stephanus, hij wist dat nu ging het bloß anschließen, bloß dood. Da wird nicht kein Ramwasch. Das letzte, was er sagt, Herr, behou an diese Sinn nicht. Er hat ihn nach dem Aufstieg und sagen, Herr Jesus, du sitzt dort. Ich habe für die Schaf ganz mein Leben angesagt für die. Diese kiel mich in die Dode, dass ich nicht wieder kann. Da deidet es selbst. Riemde einfach bloß plötzlich ab. Na, das wäre nicht seine Gedanken. Seine Gedanken wären das. Herr, behol diese die Sünden nicht. Sein Herr verjaft diese auch die Sünden. Wenn sie dann hier ganz arg. Sie dann hier total 100% arg. Aber er sagt dann, Herr, verjaft. Verjaft einfach. Behol das nicht. Verjaft diese Mörder dort, dass sie so gerne geraten worden. Sein Ziel wird, sein Iver, sein Streben wird dort, dass Menschen
Dat wordt daar dat evangelium te verkennen. Dat ze kunnen geraad worden, dat ze kunnen leven. Nu sluwen ze am dood. Hij kan niet meer. Aber hij bad dan, behoud dat niet. In Psalm van David lezen we ook, in Psalm 24, daar bad hij God ook, dat de Vader zal hem alle zinden vergeven. Weet je, David, hij werd een man Gottes en hij valt ook af, ware en zinden. En hij bad ook, en in een vers is dat Psalm, waar we nu niet lezen, maar dat is zijn Boostpsalmen, wo hij zei, werkelijk het Buße deed voor God, wo hij bad, God zal hem waschen, met Isop en Speizje, wo nicht ein Tippel van zin soll am irgendwo aanblijven, hij bad, vergef me. En hier in Psalm 24, 16 en 18 Vers, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Neiden. Sehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Zij müssen nicht noch waren nur Gott gehen und Gott dort sein, wo Gott bade, sieh mich doch gnädig, er fällt sich einsam und elend, was einmal fällt er sich, er fällt sich endlich von Gott verloren können sein, er hat Angst, was von der Angst in sein Hort wird, und wo er in Not schrie, wo er in Not wird, dann bade Gott einmal, vergif mir doch mal alle Sünden, vergif mir mal alle Sünden. Wo je trouwens Levi verzin je ons vielleicht in je trouwens, ik heb God einmal am Sinnen Vergebung gebeten. Hij hat wat mir de vergeeft aan. Jo, hij vergeeft mir de. Ohne ik vreugd. En God wil je vreugd zijn. Hij heeft gezegd, door een tijd op Golgotha heeft Jezus alles betoeld. Hij heeft ons einmal verzeiht in dem Moment, wo wir toesehen, jo, ik geloof aan die Herr, ik neem die aan. Du nimmst mich an. Aber wo fehlt daran durch im Leben? Täglich. Wo fehlt daran durch im Leben, wo wie immer war Gott fragen, Herr, sieh mich doch gnädig. Ich lebe vielleicht in Angst, ich lebe in Not. Der Herr soll mich doch vergeben. Und Jesus hat uns das so klar gesagt. In Markus auf der Kapitel, wenn wir nicht vergeben wurden, dann wird Gott uns auch nicht vergeben. Das ist hart für uns, ja, das ist hart für mich und die, das anzuhören. Aber er sagt das einfach in der Evangelium, da hat in Markus und in Matthäus, du sagst das klar, Markus Kapitel 11, 24 und 26. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebet, wo ihr etwas wider jemanden habt, auf dass auch euer Vater im Himmel euch vergebet eure Fehler. Wenn ihr aber nicht vergeben werdet, so wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler nicht vergeben. Es ist uns nicht verständlich. Das sagt klar, dort wird gebeten worden, dort wird er ihnen geben. Er sagt, läuft, im Glauben soll wir beten. Und er sagt, dort wird ihr kriegen. Wenn du betest, sagt, dann soll es vergeben. Wenn wir gegen irgendjemanden was haben, wir sollen, dass in uns haben, ich vergebe allem und vorher ich bete, du mir auch vergeben sollst. Dann sagt er, wenn die aber nicht vergeben worden, so wird jün Vater im Himmel jüne Fehler auch nicht vergeben. So sagt er das machen uns klar. Klar und deutlich rüht. In Matthäus, das 6. Kapitel, durch die 14 und 15. Vers, sagt er ähnlich dasselbe, die du hängen oder Gischel hat, von das Gebet unser Vater, und du hängen, der 14 und 15. Vers, sagt er, dann so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Weil ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Gleich dort wird in 12. Vers gesagt, und vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldjahren vergeben.
En wanneer wie kan zijn ten mensen, wanneer wie is dat überneemt een persoon te zijn, wanneer een aanscham om verzeihung te beden deed, en wie is dat weer om te zijn, nee, dan weet we de hemelse Vader, de heeft het geheerd. En dan is wel sloepen gaan naar irgendwann en snijden ons vielleicht aan en beden Vader, vergeef me. Wat is de antwoord dan? Wat komt dan? Wat passiert dan? Hij zegt, zoals du was, waar ik die ook. Wanneer ik ja niet hoor, dan wat ik Vader zei, nou, ik vergeef die niet. Zou ik kunnen zeggen, we zijn verplicht te vergeven. En dem, wat we waren glücklich zijn. Maar wanneer du niet was glücklich zijn, du was een schwaard, beloonend leven hebben, dan houden ze de vast. Dan houden even vast, dan was het beleven. Aber wanneer du was glücklich zijn, dan was vergeven. Dan was aan vergeving bidden. En dan was ook vergeven. Er zijn je een paar woorden wat ons zeer schwer valt te zijn, niet? Dat is dit, ik vergeef. Ik vergeef die. Eenmaal is het ook deze 3 woorden, ik ben schuldig. En deze 3 woorden, ik vergeef die. Dat is aan schwer te zijn. Ja, aan zelf schuldig te spreken. En ook te zijn de nächsten, ik vergeef die. En wanneer we dat zeggen kunnen, dat is de macht. Ik kan zeggen, dat zijn woorden van macht. Wat de nächsten kan vrouwmerken. Stel we ons voor, wanneer we nu met iemand komen, vragen om vergeving, hij zegt, nou, ik vergeef die dat niet. Oder we stellen ons dat voor en zeggen, jo, hier, ik vergeef je dat dan al. Wo merkt dat voor onderscheid in ons, als jo oder nee te zeggen? En wat denkst du? Wie ze staat ver? Ja, naar mij om vergeving bad, darf ik niet vergeven. Oder vergeefst du, wanneer du merkst, dat jemand wat deed? Dat jemand heeft die vielleicht wat dammt gezegd. En schlägst du die Fuß te vergeven? Oder denkst, die moet bestimmt eerst voor mij komen. Ah ja, vergeef ik den niet. Oder ik moet mij bestimmt eerst gerechnet haben om den. Ah ja, vergeef ik den niet. Gott vergeeft ons al vele jaren terug door een Kreuz op Golgotha durch zijn zin. Ik en du weer nog niet op deze wereld. En hij weer dan al rijdt om zich voor de ganze wereld in hand te geven. Wat Jezus ook beden net in Johannes 17, daar bad hij al vergeef al die wat daar nog komen worden. Dat zijn niet du. We zijn hier dort op deze wereld gekomen. En Jezus bij zijn hemelse Vader dan al vergeef die ook alle. Neem die ook alle aan, dat ik alle kan door zijn, waar ik zijn bij die onrecht te zien. So für uns ist das gesagt, wenn wir werden glücklich sein, dann wirken wir diese 2 Dinge. Die Vergebung anzunehmen durch Jesus Christus und reisen zu vergeben, wer sich schuldig merkt an mich. Bei das Frühchen, Bruder, wenn Bruder sich an mich versündigt, ist dann genug 7 Mal zu vergeben. Jesus sagt, 70 Mal 7 Mal sollst du vergeben. Zum Schluss ein Vers in Epheser 4, sagt uns das noch einmal klar und deutlich, wo wir vergeben sollen. Epheser 4, 31 und 32. Hier steht, Wort wir sollen vergeben, sagt es, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. So hier sagt er, diese Dinge lobt man von ihnen weich, blieb weich von der, ja. Bitterkeit, Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerungen, alle diese Dinge, sagt er, lot einfach von ihnen weich. Blieb weit auf von der Kurs sein. Ne? Dann sagt er, wir sollen ihrem anderen unjährlich sein, freundlich. Und uns zu vergeben, einer dem anderen, so als Gott uns vergift hat. Wo hat Gott uns vergift?
wir haben gehört. Wenn er uns vergeben hat, dann denkt ihr doch nicht mehr an, sagt ihr, fehlt noch mal was fertig holen, die den ganzen Schuldbrief noch mal was zu lesen zu geben. Nicht? Nein, ich habe die vergeben und ich sage, er will dann niemals weiter umdenken. Für uns Menschen ist es so, wir würden vielleicht manchmal umdenken, aber wenn wir dort nicht an zum Gedanken oder einmal sein, dort abzufressen, dort zu ernähren, wenn wir dort versuchen zu vergeben, wenn es dort nochmal wo verkommt, dann Gedanken ist das einfach geworden, das haben wir nicht am Hand, aber nicht so zu denken, dass ich den irgendwo noch versuche. Ich habe den ganz losgelassen, geworden Asset, und ich lud einfach los. So, ich würde einmal noch mit Taub, das ist die Predigt, was uns das sagen soll. Einmal Asset, Gott um Vergebung zu beten. Das erste ist, wir beten Gott um Vergebung. Zweitens zu sagen, ich bin schuldig. Und das dritte ist, ich vergebe dich. Ich vergebe dich. Wenn wir die Vergebung bei Gott nicht kriegen, nicht wollen kriegen und nicht kriegen haben, dann haben wir auch diese Kraft zu sagen, ich bin schuldig. Dann haben wir auch diese Kraft zu sagen, ich vergebe dich. Das ist, was Gott will. Er hat uns vergeben, er will uns vergeben, wer immer noch nicht angekommen ist. Er ist immer noch durch mit offenen Ohren zu sagen, ich vergebe dich auch. Betont das für dich auch. Komm doch, ich vergebe dich auch. So mag Gott sein Wort singen. Singen wir noch ein Lied. Wir sehen das Lied Nummer 249. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich harre, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, prüfe, erforsch mich am Gnadenthron. Weißer denn Schnee, wasche mich rein, dass ich dein eigen ewig mach sein. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, mit deinem Geiste jetzt in mir wohn. Sei in dem Herzen König allein, lass alles sehen, dass ich ganz dein. Okay, ich stehe noch ab zum Beten und pausen das. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns vergeben hast, dass ich den sehen, Jesus Christus, den einzigen sehen, dass du ihn geschickt hast, der den Blut gerannt hat, für mich persönliche Sinn, für die ganze Welt sind, Herr. Ja, lehr uns das einmal weiter zu verstehen, dass wir auch verzeihen müssen. Herr, du hast es so herrlich gemerkt, du verzeihst und du weißt auch, dass wir verzeihen werden, und wir können glücklich sein. Herr, musst in jedem einen die rechte Entscheidungen gegeben haben, und wenn auch Entscheidungen zu treffen sind von dir, dass jeder einer macht, die rechte Entscheidung treffen, zu vergeben. Herr, du weißt gleich, was in unsere Worte fehlt, was du Brot, was du teuert, Unverzeihlichkeiten oder Hut, was immer das ist, Herr.
Bitte, musst du uns reinigen, musst du in jedem ein das schenken, das nach uns zu überleihen, dass wir wirklich vergeben werden, Herr, so als du uns vergibt hast, Herr. Herr, wir beten, wir müssen jeden ein Segen und nur denken über dein Wort, und dass wir wirklich vergeben dürfen, und dass du uns auch vergeben wirst wieder, wo immer wir uns verschulden. Und dass du in jedem einen annehmen wirst, Herr. Wir danken dir dafür, musst du wieder bei mit uns sein. In dem Namen Jesus Christus. Amen. Scheidem Fried von uns.